Willkommen im Online-Bereich der Geschichten für Kinder der Bibliotheken von Badalona. Diesmal erzählen wir euch die Geschichte vom kleinen Prinzen von Antoine Saint-Exupéry. Es ist ein klassisches Märchen über die Welt mit den Augen eines Kindes gesehen. Es war einmal ein Junge, gerade mal 6 Jahre. Er sah in einem Abenteuerbuch die Zeichnung einer Boa, wie sie gerade ein Wildtier verschlang. Als er älter wurde, beschloss er, seine eigenen Abenteuer zu erleben. Er dachte, wenn er Pilot wird, kann er das schaffen. Nachdem ihm diese Entscheidung aber nicht das erwünschte Glück brachte, dachte er wieder einmal, wenn ich ein kleiner Prinz wäre, vielleicht hätte ich dann dieses Glück. Wenn er ein kleiner Prinz wäre, würde er uns von einer Welt erzählen, die nicht für die Großen gemacht ist. Eine Welt, in der die einfache Zeichnung eines Hutes eine Boa darstellt, die einen Elefanten verschlungen hat. Auf dem Planeten des Prinzen gab es gefährliche Affenbrotbäume. Wenn die Wurzeln zu viel wuchsen, zerreißt es den kleinen Planeten. Deshalb suchte der kleine Prinz jeden Tag nach deren Setzlingen und jätete sie. Und so schützte er seinen kleinen Planeten davor. Aber weil es sehr viel Arbeit war für ihn alleine, dachte er ganz viel nach und dachte, er könnte Hilfe gebrauchen. Welche könnten es sein? Ziegen? Schafe? Hunde? Das ist keine gute Idee, sagte er sich. Sie könnten meine einzige Rose auffressen, die ich habe. Dann dachte er, es war wohl klüger, die Schafen und Ziegen und diese Idee weiterhin gut zu verwahren. Der kleine Prinz liebte seine Rose nämlich sehr. Und das, obwohl diese sich für einzigartig und wunderbar hielt, kokett und auch etwas eingebildet war. Der kleine Prinz lebte auf einem kleinen Planeten, gerade mal so klein wie eine Schachtel. Dieser Planet wurde einst von einem türkischen Astronomen durch das Teleskop entdeckt. Der hatte sich über seine Entdeckung sehr gefreut. Aber als er dieses neu entdeckte Phänomen herzeigen wollte, hörte man nämlich nicht zu, sondern verlangte von ihm, sich ordentlicher anzuziehen. Eines Tages wurde der kleine Prinz sehr traurig, weil nur er auf diesem Planeten lebte. Und so beschloss er, sich aufzumachen, um sich Freunde zu suchen. Bevor er ging, verabschiedete er sich von seiner Rose, indem er sie ausgiebig goss. Und er fegte nochmals ganz ordentlich die 3 Vulkane, die so klein waren, dass sie ihm gerade mal bis zu den Knien reichten. Dann kam aber endlich der Tag der großen Reise. Für die nutzte er die Wildvögel, die gerade vorbeizogen. Auf dem ersten Planeten, auf dem er landete, lernte er einen einsamen König kennen, gekleidet in Purpur und Hermelin. Dieser König erteilte nur selbstgefällige Befehle. Der zweite Planet, den er besuchte, wurde von einem Mann bewohnt, der einen sehr seltsamen Hut trug. Aber bald stellte der Prinz fest, dass dieser Mann sehr eitel war. Auf dem dritten Planeten, an dem er vorbeikam, lebte ein Säufer, der trank und trank und trank. Den kleinen Prinzen tauchte dieser Anblick in eine tiefe Schwermut. Am vierten Planeten lebte ein Geschäftsmann, der sich nur um seine Geschäfte kümmerte. Wie schade, er hatte keine Zeit mehr für irgendetwas anderes. Der 5. Planet war der kleinste von allen. Es war gerade Platz genug für eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder. Aber der Laternenanzünder war so beschäftigt, dass er gar keine freie Minute für etwas Schönes hatte. Der 6. Planet war dafür gleich 10-mal so groß. Darauf lebte ein Herr, der ungeheure Bücher schrieb. Dieser Herr lebte ausschließlich für seine Leidenschaft um das Anhäufen von Wissen. Der 7. Planet, den der kleine Prinz besuchte, war die Erde. Auf ihr gab es hunderte selbstgefällige Könige, tausende von eitlen Leuten, noch mehr tausende von Säufern, die Mitleid erregen, hunderttausende Geschäftsleute und abertausende von Menschen, die keine freie Minute für die schönen Dinge hatten. Auf der Erde lernte der kleine Prinz eine Schlange kennen.
sagte zu ihr: »Du bist ein eigenartiges Tier, dünn wie ein Finger.« Und in der Wüste traf der kleine Prinz eine Blume und fragte sie: »Wo sind denn hier die Menschen?« Die Blume erklärte ihm, dass der Wind den Menschen verweht, weil ihnen die Wurzeln fehlen. Der Prinz erklomm einen hohen Berg. Er hoffte, von dort den gesamten Planeten und alle Menschen zu sehen. Aber er sah nichts als die Narben spitziger Felsen. Nach einem langen Fußmarsch entdeckte der kleine Prinz einen Rosengarten. Da fühlte er sich sehr unglücklich. Seine Blume hatte ihm doch erzählt, dass sie auf der ganzen Welt einzig in ihrer Art sei. Er verstand diese Lüge nicht. Bald darauf begegnete der Prinz einem Fuchs. Der Fuchs bat den kleinen Prinz, ihn zu zähmen, damit sie Freunde sein können. Und das machte der kleine Prinz dann auch. Und im Gegenzug lehrte ihm der Fuchs, was Liebe und Freundschaft bedeuten. Eines Tages entdeckte der kleine Prinz einen Brunnen. Das Wasser des Brunnens war wie ein Geschenk von Herzen und eine Belohnung für all die Strapazen auf seiner Reise. Neben dem Brunnen stand eine alte Steinwand. Als er da oben saß, unterhielt er sich wieder mit der Schlange und bat sie, doch bitte wegzugehen. Er will wieder runter und nach Hause. Und so, nach vielen Abenteuern, kehrte der kleine Prinz endlich wieder zu seinem Planeten zurück. Und er lebte dort glücklich bis an sein Lebensende.